Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo, Moje, Jode Dach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, ich habe ein paar Transfers zu verkünden und das diesmal im Doppelpack. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen. So viel dazu, wir hören uns in den kommenden 24 Stunden. Ja, von wegen. So, wir leihen zwei Spieler aus. Die beiden waren schon länger im Gespräch, schon seit einigen Wochen. Es dürfte euch mittlerweile bekannt sein, das sind Jakub Kaminski und Tom Kraus. Jetzt vor kurzem wurde es verkündet. Da sitze ich da einfach so schön entspannt vorm Fernseher, gucke mir so ein paar Folgen Thundercats an und dann plötzlich ploppt die FC-App auf und für mich war klar, okay, Hück oder nie, Marie, du musst jetzt noch ein Video dazu machen, weil sonst ist die Kontinuität dieses Kanals gefährdet. Also, für ein Jahr werden diese beiden Spieler an uns ausgeliehen. Ich denke mal, es stimmt tatsächlich, dass da so Klauseln drin sind, dass man sie weiter verpflichten wird, sollten wir tatsächlich die erste Bundesliga halten. Und nun ja, ich möchte ein paar Gedanken zu diesen beiden Spielern mit euch teilen und ein bisschen so meine Meinung generell zu diesen beiden Leihen, Transfers, nennt es wie ihr wollt. Das sind dann halt so im Prinzip temporäre Angestellte bis auf Weiteres. Zuerst einmal gestern Abend, also am Freitagabend, war es dann endgültig, beziehungsweise war schon irgendwann am Nachmittag oder sowas durch, dass wir dann halt Jakub Kaminski von Wolfsburg ausleihen werden für ungefähr ein Jährchen. Und auf jeden Fall habe ich schon mal einen ziemlich guten Eindruck von ihm. Ja, bis zuletzt war seine Leistung jetzt nicht mehr so spektakulär oder interessant wie damals, als ihn Wolfsburg dann im Nachhinein verpflichtet hatte. Aber er hat auf jeden Fall gute Anlagen, ist noch in einem guten Alter. Da kann man noch sagen, ja, der ist entwicklungsfähig mit 23 Jahren, hat auch schon WM-Erfahrung. Offensiver Mittelfeldspieler, Flügelspieler beziehungsweise größtenteils auf dem linken Flügel zu Hause. Allerdings kann auch auf den rechten Flügel ausweichen, denn er ist Rechtsfuß und hat da auch schon so seine Erfahrungen gesammelt. Ich persönlich fände es jetzt nicht verkehrt, wenn er ein bisschen so in Konkurrenz zu Jan Thielmann so quasi gerät, weil ich bin, sagen wir es mal so, nicht immer ganz zufrieden mit Jan Thielmann und ja, keine Ahnung, so qualitativ sehe ich mittlerweile in ihm mehr so einen Bankspieler als Stammspieler, obwohl er halt so eine Identifikationsfigur für den FC mehr oder weniger geworden ist. Er ist ja schließlich auch FC-Fan, aber naja, so ganz vertrauen kann man ihm auch nicht immer ganz. Wenn dann offensiv, aber auch hinten auf der rechten Verteidigerposition würde ich ihn ungern sehen. Ich persönlich sage aber auch ganz klar, ist zwar ganz cool, dass wir ihn jetzt hier ausleihen, aber wir sollten trotzdem für die Linksverteidiger und die Rechtsverteidigerposition weiterhin die Augen offen halten. Es ist immer so ein bisschen unklar, ob Paccarada reichen wird. Und da wir auch Neotelle ausleihen werden, wahrscheinlich, ist jetzt auch kein Spieler dabei, der vielleicht noch irgendwie auf dieser Position als Emporkömmling sich beweisen könnte. Kuba macht auf jeden Fall, also so wird er halt genannt, einen guten Eindruck, einen sehr motivierten Eindruck. Ich denke mal, auch die ein oder anderen polnischen FC-Fans werden sich auch über den Transfer freuen. Gegrüßt sei der Fanclub Kolonia Polonia. Man kennt sich. Die werden sich sicher sehr freuen und ich denke mal auch versuchen, mit ihm irgendwie in Kontakt zu treten. Aber ja, sehr interessant, sehr interessante Wahl. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es wieder vielleicht so einer dieser Spieler sein könnte, der einfach nur einen Tapetenwechsel gebraucht hat. Und gegebenenfalls ist er hier vielleicht richtig. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Ich will da nicht zu viel vorwegnehmen, aber macht bisher einen guten Eindruck. Ich fand es auch interessant, dass Lukas Kwasniok nach wie vor seiner Muttersprache Polnisch mächtig ist. Er ist ja zumindest in Polen geboren und hat dann, da gab es so einen kleinen Clip zu seiner Verpflichtung. Da hat er wohl mit ihm ein paar Worte in Polnisch gewechselt. Nun ja, ich weiß zwar nicht, ob Polnisch die einzige Sprache ist, die Lukas Kwasniok neben dem Deutschen beherrscht, aber wenn es so ist, dann kann er mindestens eine Sprache mehr als Steffen Baumgart, der immer mal wieder gerne mit ihm verglichen wird. Gut, und dann auch noch jetzt gerade eben, bevor ich das Video ja aufgenommen habe, direkt ploppte die FC-App auch auf,
Ihr hört sicherlich im Hintergrund hin und wieder mein Handy vibrieren. Das sind auch noch die Notifications von Transfermarkt, von, sag mal schnell, von Instagram, also nur so zur Information. Ihr braucht mir hier nie irgendwie, wenn ihr mit mir in Kontakt steht, irgendwelche Informationen rüberschicken per WhatsApp und dergleichen. Ich bin immer informiert, ich bin überinformiert, ich weiß Bescheid, auch wenn ich es nicht will. Okay, also ihr seid nie die Ersten, die es dem Leo sagen. Aus irgendeinem Grund ist das mittlerweile so die letzte Zeit. Dann kommt auch meine FC-WhatsApp-Gruppe dazu, wo ich mit den ganzen FC-YouTubern in Kontakt stehe. Und deswegen, ich bin immer up-to-date. Ihr braucht mir doch nichts schicken. Ja, Tom Kraus. Tom Kraus wird jetzt auch noch ausgeliehen von Mainz 05. Grüße gehen raus an Paul. Denke mal, du kannst auch noch mal ein paar Worte zu ihm in den Kommentaren hinterlassen. Ich muss auch ehrlich sagen, in der letzten Saison habe ich mich null mit der ersten Bundesliga beschäftigt und deswegen vom Namen her hat es mir was gesagt, aber ich musste mir schon ein paar Highlight-Videos von ihm ansehen und ich habe mir ein paar Videos angesehen aus seiner Zeit, wo er an Nürnberg ausgeliehen war und das sah wirklich gut aus. Also ein sehr selbstbewusster Spieler. Sehr energisch, natürlich ist er immer mal wieder für eine Karte gut, aber das ist ein sehr selbstbewusster Spieler. Manche sagen auch arrogant. Dieter Hecking, sein Trainer jetzt hier bei Bochum, wo er jetzt das letzte Halbjahr ausgeliehen war, sagt er auch, das ist halt einer, der in erster Linie an seine eigene Leistung denkt. Das ist eigentlich vielleicht auch nicht der verkehrte Ansatz. Vielleicht brauchen wir mal so diese Art Spieler. Ich denke mal auch, damit rückt ein Transfer auf unserer Verlustseite bezüglich Erik Martel immer näher. Denn Tom Kraus ist auch in der Lage, im defensiven Mittelfeld aktiv zu sein. Insbesondere seine Zweikampfstärke deutet ja darauf hin, dass er wahrscheinlich dann der Kandidat dafür ist. Und nun ja, ich bin schon mental darauf vorbereitet. Ich bin es auch schon seit letztem Jahr. Ich war überrascht, dass Erik Martel überhaupt mit in die zweite Liga gegangen ist. Aber gut, ich kann mir gut vorstellen, dass Tom Kraus ein verdammt guter Ersatz sein könnte. Er hat auch zumindest mehr Erstliga-Erfahrung als Erik Martel an der Stelle. Sicherlich hat Martel dann ein bisschen mehr Potenzial, aber er wird so oder so gehen. Seht der Wahrheit ins Auge. Er wird so oder so gehen. Da wird ein ambitionierterer Verein kommen. Und halt bei uns, Tom Kraus sucht hier eine weitere Chance. Auf gutes Gelingen, sage ich mal an der Stelle. Ja. Auf gutes Gelingen. Ich möchte ihn auf jeden Fall, ihn wie auch Kaminski, erstmal willkommen heißen. Hier und da ist ja schon das Potenzial bekannt. Ich hoffe, sie blühen hier auf. Schlicht und ergreifend. Ja. Und das wäre auch dann erstmal alles, was ich bis auf Weiteres dazu zu sagen habe. Lass uns überraschen. Montag ist ja Trainingsauftakt am Geisbockheim um 14:30 Uhr. Leider bin ich nicht dabei. Ich muss arbeiten. Die Arbeit verhindert es. Ich kann leider nicht. Ich bin auch noch in der Probezeit. Ich konnte nicht einfach so irgendwie Urlaub oder dergleichen nehmen. Deswegen, falls ihr da hingeht, ihr könnt Pierre, also Köln Inside, und FC Fabio begegnen. Die beiden werden da sein. Könnt ihr mal Hallo sagen. Seid von mir gegrüßt. Schade. Dieses dynamische Trio wird sich leider nicht am folgenden Montag vereinigen und auch diese neuen Spieler mal unter die Lupe nehmen. Gut. Wie gesagt, das wäre jetzt auch alles an der Stelle, was ich dazu zu sagen habe. Das sind so meine Gedanken dazu, die sich auch noch vielleicht im Laufe der Saison ändern könnten. Zum Positiven, schlimmstenfalls auch zum Negativen. Ihr kennt mich ja. Ja. Und in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sage ich mal an der Stelle, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Leo, unser kosmischer Held, der gute Kosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen ist sie alt.